Warning, Warning, Systemreboot, Warning, Warning, Hacking, Infect, Systemroot, System 231, Quality, das sieht aber ziemlich gut aus. Ja, hi Freunde, willkommen zurück. Wir haben hier ein ziemliches Problem, wie man sieht. Denn irgendein Arsch schöpft hier irgendwie Kohle von mir ab. Und wie man sieht, immer mehr. Fahrzeuge müssen handeln. Warte gerade, wo ist mein Raumschiff? Raumschiff vor allem. Oh, wie kann das wagen? Der hackt mich, der Arsch. Hilft Ihnen das weiter. Koordinaten bestätigt. Nach unten müssen wir, okay. Wie das aussieht. Verstanden. Koordinaten bestätigt. Ja, hier unten ist offen. Verstanden. Verstanden. Da drin ist es irgendwie, wa? Fracht eingesammelt. Sind unterwegs. Ja. Schnell raus hier, schnell raus. Der Flugdrohne ist egal, ob sie die entdecken. Aber mich dürfen nicht entdecken, das wäre sonst doof. Ah, die klauen mir meine Kohle. Im Gange. Beim Teutates. Wenn ich den Typen erwische, ganz ehrlich. Roger. Ist doch alles irgendwie für den Arsch, sehe ich gerade. Verstanden. Hä, weil wir sind noch runter. Sind unterwegs. Ja, vielleicht bis hier runter, Volle wa? Kraft voraus. Infect, System Root, System Shutdown, SR, System Pause, Return, Exit, Success, funktioniert nicht, Reboot, Reboot. Ja, Shutdown, SR für Rebooten. Also runterfahren, nochmal neu starten, klappt irgendwie nicht. Oh, die klauen ja mehr. Sind unterwegs. Erstmal gucken, Koordinaten wie bestätigt. verhalten sich diese Dinger. Mal sehen, ob du damit fertig wirst. Was? Wieso jetzt plötzlich? Im Gange. Zur Kenntnis genommen. Ja, ist cool, macht ihn nur. Ich biete später nochmal mit. Container beladen. Roger. Im Gange. Die mir voll erwischt? Nee, offenbar nicht. Was ist da los? Und auf die ich höre. Das Ah. wird uns von Nutzen sein. Wer weiß? Wer will mich hier hacken? Also, was heißt will? Wer hat's schon? Das hast du echt gut gemacht. Sehr gut. Sie sollten diesen Vorgang verinnerlichen. Okay, wer war's? Verstanden. Niemand offenbar. Wie jetzt niemand war's? Willst du wirklich was bewirken? Wieso's
Man sieht so hier im Hackangriff. Kann ich da irgendwie etwas dagegen machen? Man sieht so hier, bei ihm ist Hackangriff ziemlich noch gering. Aber warum? Was kann ich tun, damit es bei mir auch so... Schnell zurückkaufen, wa? Geben Sie niemals auf. Morgen ist ein neuer Tag. Okay. Die bieten echt noch hoch. Und das sind meine Anteile. Alter, bis du sie alle kaufen kannst, ja, pro Mahlzeit, ey. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Finden Sie den Fehler, lernen Sie daraus und machen Sie weiter. Schnauze! So. Ja, natürlich noch ein bisschen hoch, ist klar. Wegen Firmenanteilen hast du nicht gesehen, so Spionage. Wie gesagt, ich muss doch irgendwie Produktion, Patentübertragung, Schmutzkampagne. Problem ist, wenn ich einen Hackerangriff starte. Wer sagt mir, dass das funktioniert? Und vor allem natürlich, wie gesagt, warum... Mit der Kohle? Kann es nicht sein. Bei ihm ist ein Hackerangriff, Erfolgsrate bei 30%, bei ihm nur bei 5%. Warum? Was tut er, damit er nur so gering ist? So, Schön, aber ist Sie egal. zu sehen. Andererseits sehe ich Sie sowieso ständig. Ja, übernehmen wir es mal ganz kurz. Und betreten unsere Orbitalstation. Willkommen auf der Orbitalstation Ihrer Firma. Es steht Ihnen frei, sie auszubauen, um wissenschaftliche Forschung zu betreiben, die nur in der Schwerelosigkeit möglich ist. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Ich stehe Ihnen für Ratschläge zur Verfügung. Vielen Dank. Freut mich sehr. Beachten Sie, die Station kann für verschiedene Arten von Forschungen erweitert werden. Weiteres Eingreifen nötig. Studien zeigen, das nächste Astronautenteam trifft ein. Das kann gut sein. Biologen, Physiker, Ingenieure. Na gut. Lass mich ran, das wäre noch viel teurer als der ganze Rest von vorhin. Ich muss sagen, Ihre Leistung ist vorbildlich. Dankeschön. In Ihrem Job haben Sie sicher viel Druck und ich kann mir den Stress kaum vorstellen, unter dem Sie stehen. Ja, das willst du auch All diese nicht. Zahlen, so viele Knöpfe und das alles mit nur 86 Milliarden Neuronen. Sie haben mein Mitgefühl. Wieso habe ich das Gefühl, dass er mich verarscht? Warum habe ich das Gefühl, dass er mich verarschen will? So. Bauen Sie eine Industriewerkstatt, sagt er ja. Schon das sein, was? Das sieht genauso aus. Arbeitsbedingungen erfüllt. Forschung jetzt möglich. Weitere... Weitere Böhm. Ganz kurz. Anno in Space! Sieht schon krass aus, wa? Ach ja, wäre schon irgendwie geil, wenn man in diesem Zeitalter leben könnte. Nur ein Problem ist, ich bin hier im Weltraum cool, aber kann ich irgendwie, ja, hallo, Mondenträger, Beachten Sie Warnung. Unzureichendes Forschungsmaterial. Schnauze. Ich meine, er kann ja nichts bauen, ich muss ja alles importieren. Verbindet Module. Ah, okay, ist das hier. Schilden für angeschlossene Werkstätten. Man sieht den Preis her, das ist vielleicht teuer. Betrieben von Biologen. Wir haben ja vorgestellte Technologien, ja, okay. Da erstmal einen grünen Ring drum, ja.
Metallbausatz. Was? Orbitalwerkstatt Pause? Aha, da oben, ja, jetzt sehe ich es hier oben, war. Werkstatt, ein Kühlmodul. In Position, in Position. Oh, willkommen. Was? Der ganz kleine ist ein Bug. Da muss es so sein. 20 ist offenbar optimal. Es sieht zumindest interessant aus. So wird es auch gehen. Was für eine Erleichterung, sich darüber keine Gedanken mehr machen zu müssen. Bitte Expertise, also toller, wie kriegen eben diese Dinger her? Expertise, bietet alles nur Expertise, alles andere ist irgendwie... Im Nexus produziert. Nur machen wir das, was er sagt, wa? Wenn Sie neue Technologien an. Muss ich keine Zeit mehr. Also, sein eigenes, gut. Grüßen Sie, hier finden Sie einen Überblick über alle Orbitalforschungen. Bitte wählen Sie die Forschungsprojekte, die Sie in Auftrag geben wollen. Bitte bleiben Sie motiviert. Das bin ich doch immer. Nächster Schritt, eingeleitet. Unterstützende Module. Plus die Orbitalbausatzmodule sind die, ja. Genau. Dann wieder plus 4. Sieht zumindest interessant aus. So, ja, man sieht, sie müsst hier noch ein bisschen Monatträger minus 100. Die machen 100! Leg nach dem Arsch. Ich gehe wieder, tschüss. Das ist sogar momentan ein bisschen zu crazy. Die mal wieder ein bisschen die Tundra. Ein bisschen ausarbeiten. Oh. Aber man sieht schon, man kann jetzt mittlerweile doch recht viel machen. Das war auch ein bisschen so ein Punkt, den man damals noch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so gesagt hat von wegen, Moment mal, auf dem Mond kann man, die Erde kann man auch in verschiedenen Gebieten, okay, aber warum nicht der Weltall? Tja, das ist auch ein Weltall. Das ist im Prinzip das gleiche vorher. Aber gut. Hä? Bunker ausgebrochen. Ah, jetzt geht's plötzlich. Raumhafen-Upgrade eingeleitet. So, das kann ein bisschen dauern. An diesem Ort gibt es wenig Abwechslung. Aber hey, Aber hey! Ja, Ökologen 84, das reicht natürlich wirklich. Ich habe davon noch genug, sehr gut. Ich könnte sogar noch ein bisschen was ausbauen und wir haben genug Arbeiter. Vielleicht noch ein bisschen Strom mit der Zeit, wäre sicher nicht so verkehrt. Vielleicht ein bisschen besser bauen sollen, wa? Ich den hier hinbaue und dann zum Beispiel hier. Ist doch auch nice, wa? So. Cool, wieder bei 10.000, bisschen mehr, Tendenz steigend, sehr gut. Weitere Biologen unterwegs, was hast du Schätzung? Nur 20, warum nur 20? Raumhafen bereit zur Weiterentwicklung. Let's go, Upgrade. Gut, wir verlassen uns auf Ihr gesamtes Firmennetzwerk. Wenn dieses Pathogen eine große Siedlung erreicht, haben wir ein Problem. Wir brauchen eine größere Forschungsabteilung, aber wenn Sie diesen Sumpf bebauen, werden sie erst in ein paar Jahrhunderten wieder ausgegraben. Wir müssen ihn trockenlegen. oh, hallo, was führt Sie heute zu mir? Sind noch viel. Frage ist, kann ich jetzt tauschen? Bereits. Wir brauchen Konservennahrung. Jetzt geht's natürlich. So, was?
Der ist bereits bei... Oh. Ja, also minus 6 muss ich ein bisschen mehr produzieren. Gehen wir ganz kurz rein. Da wir eine Tunder nicht produzieren können, soll ich sowieso ein bisschen mehr mit einem ein bisschen größeren Vorrat schaffen. Ich überlege gerade, wie war es schon mit diesen Konservenfabrik? Die war es, wa? Ja, ja, doch, erinnere mich, das wird lustig. Was sagen die Fischis? Produktion, ja, ich brauche aber sonst keine, ich brauche Fisch eigentlich nur für die Konservenfabrik. Hm? Gut, das heißt, ich kann ja auch noch Diener hier bauen. Das ist hier plus 9. Ich schätze, damit sind die Erwartungen erfüllt. Moment, so. Jetzt ist hier 11. So, kann direkt mal 10 rüber tauschen. Also, rüber tauschen, ne? Transferieren natürlich. Arktis, machen wir so zu so. Machen wir 11 ist ein bisschen zu viel, wie ich finde. Transferroute nimmt Betrieb auf. Ein Problem weniger. Mal ganz kurz reingucken, das ist ja Lei Sheng. Also eigentlich... 1,6 ist eigentlich relativ günstig, wenn man so bedenkt. Meine Vorgesetzte genehmigt die Anfrage. Na, auf 2 gehe ich, höher gehe ich nicht. Eine Niederlage. Alter, 2 Millionen. So, das sind Caston Industries. Ja, wenn ich theoretisch nur die Mehrheit habe, kann ich Unternehmen kontrollieren. Das wäre geil. Ja, mal gucken. So, da bin ich fertig. Kommen wir zurück in die Tundra. Ich weiß, es sind da ein paar unterwegs nach oben. Das ist ja schön, sollen sie mal nur. Expertise, genau. Ah, ne, der Flug kommt erst. Zurück zur Tundra. Ja, muss sagen, es macht trotzdem Spaß. Also, klar, ich meine, es ist Anno. Anno hat schon immer Spaß gemacht. Jetzt, wo es halt noch ein bisschen umfassender wird und ein bisschen besser agieren kann, und natürlich auch übernommen wird. Jetzt ist natürlich die Bedrohung wieder näher, weil vorher da mit der Orbital Watch, hallo, und einfach draufklicken und sagen, jo, ich habe Bock drauf, ich habe keinen Bock drauf, aber jetzt mit dem Aktienmarkt, jetzt kommt die Bedrohung halt, wann sie will, so wie es auch sein sollte. Umweltkatastrophen, ja, mit dem Hackel und so hat man eigentlich auch schon, wenn man so will. Wird wieder mehr angezogen. Kann ich auch schon bald bauen. Gut, bauen wir hier ein bisschen aus, wa? Bauen. Der Michael, der mag bauen. Aber ein bisschen doof. Wie sieht's aus? Passen ein Haus da 15 Leute rein? Theoretisch 10 insgesamt und dann sind es nur 3. Uff. Draußen ist es kalt, oder? Kommen Sie herein. Die Arbeiterkraft noch, was? Wären es eigentlich 8 insgesamt. Draußen ist es kalt, oder? Kommen Sie herein. Ja, danke schön. Blick, wie es hinbauen soll. Da liegt das Gemeinschaftszentrum hier hin, war. So, wir haben es gleich. Was denn das? Trockenlegungsstellung des Sumpfer. Und legen Sie die Sümpfe... wo? Ich sehe nichts. Hä? Bin ich doof? Geht hier gar nichts. Ist einfach nur ein... Warte mal ganz kurz. Klicken Sie auf Trockenlegungsstelle, ja. Ja, wir fehlen auf Superlegierungen. Okay, wie viel brauche ich überhaupt?
Superlegierungen. Wer hat denn die? Wer hat die Superlegierungen? Das sind natürlich die wieder mal. Machen mal von hier. Also sogar eine gute Bilanz. Und eine gute Verbindung, sage ich eher mal. +3. Passt. Transferroute nimmt Betrieb auf. Sehr gut. Sich im Sumpf zurechtzufinden ist nicht leicht. Es wird etwas dauern, bis die Pumpe läuft. Ja, meine Pumpe dauert auch immer ein bisschen, bis sie läuft. So. Den Sumpf trockenlegen. Die Bilanz -7. Da kriege ich halt nur 3 optimale Eingabe, deswegen. Deswegen dauert es so lange, wa? Naja, gut. Die Frage bis dahin, was soll ich machen? Meine Part ist sowieso gleich wieder vorbei. Soll ich bis dahin einfach mal ein bisschen Offscreen noch abwarten? Soll ich hier noch ein bisschen ausbauen? Vielleicht noch ein paar Tundra-Wohnungen? Wir brauchen eh noch ein bisschen. 250, ja, da verarbeiten wir natürlich auch alles noch. 250 plus am Schluss natürlich noch 500. Treten Sie ein. Was haben wir alles? Smart-Drohnen. Die stelle ich hierher. Genau, also bis dahin kann ich eigentlich so ausbauen. Was jetzt? Gibst du deiner Dock-Crew nicht mal was zu tun? Nö. Hab keinen Bock drauf. Stinkstiefel. So, dann haben wir noch Tundra-Wohnungen. Zuck, zuck, zuck. Oh, scheiße. Ja, genau das, was ich eigentlich nicht wollte. Bis mal das Lager voll ist. Registriert. Dann sollte es eigentlich reichen. So, Technologie Nexus. Die sind noch dran. Okay. Hier Sektor. Das Problem, ich kann halt nicht auf jede Aktion einsteigen. Ja, man merkt es relativ schnell. Habe natürlich keinen Anteil mehr. Hat das alles wieder abgenommen. Ist halt schon teuer, das Ganze. Die Frage, was soll man lieber erst auf ein Aktiending steigen oder direkt auf die hier vielleicht auch noch, wa? Das ist bei den hier. Cassian Industries. Ist relativ günstig, wie es aussieht. Gut, jetzt muss ich keine Zeit mehr dafür verschwenden. Weniger bereit, hohe Gebote zu akzeptieren. Wir haben eigentlich relativ viele Punkte noch. Letzten Gebots zu, das auch mal ein. Ich glaube, das sollte ich eher dann einsetzen, wenn es um meine eigenen Aktien geht, wa? Wäre vielleicht klüger. Wirklich bedauernswert. Finde ich nicht. So, hat man überall, oder fast überall, über sogar 6%. 3, hier will noch 3% hier. Also das Ziel ist eigentlich schon, dass ich überall ein bisschen Fuß drin habe. Oder von mir aus auf einem kleinen C. Dass ich halt so überall ein bisschen mitmischen kann. Und dann, wow, dann wird es natürlich interessant. Schwerindustriebonus, Biotech-Bonus, Landwirtschaftsbonus, Energiebonus, was habe ich für einen Bonus? Einflussbonus, sehr gut. Überall hat es Bonusse, Bonus. Jo. In der nächsten Folge voran geht es natürlich wieder hier weiter. Da ein bisschen was auf Lager, sehr gut. Das sieht eigentlich aus mit dem, ja, da ist er noch ganz gut dabei. So 12 Minuten ungefähr. Ja, ist halt vor allem im Bau, war Vollständigkeit 25% erst. Ich kann vielleicht noch ein bisschen optimieren bis zum nächsten Mal, aber nur mal sagen, was mal für heute und in der nächsten Folge mal gucken, was die Tun noch so für uns bereithält, wie natürlich der Aktienmarkt noch vonstatten geht und ob wir im Orbit noch ein bisschen was ausbauen können.
In diesem Sinne, nochmal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Anu 2005. Eine Reise bis zur Unendlichkeit. Ciao zusammen.